schon gerade im gleichen Moment haben sie ein goldiges Kalb gemacht. Und wir haben lieber einen Gott, den man gerne in eine Kiste verräumen am Abend. Und man dann wieder tun kann, oder? Ein Gott, den wir anlängen können, den wir sehen. Ich bin unterwegs mit der Organisation Foundations for Farming. Und ich durfte danach noch 3 Tage unterwegs sein mit der Heilsarmee. Sarah vom Mission und Entwicklung, die ist ja selber, Sarah ehemals Cox. Sie waren ja in Zimbabwe stationiert mal und sie hat eine Liebe auch für das Land und sie hat uns da Verschiedenes können organisieren, Kontakte geben. Und was mich dort interessant hat, ist, dass ich wirklich gesehen habe, dass das, was am Internort gelehrt wird und schön arrangiert ist, dass das einfließt, dass die Inhalte in die Kirche einfließen, in unsere Kirche, dass da etwas passiert, Veränderung passiert. Foundations for Farming ist gegründet worden von Brian Aldreife im Jahr 1984. Und es ist durch einen Zerbruch durchgegangen. Er hat danach gefragt, wie kann ich gottgefällig Landwirtschaft betreiben? Und er hat alles verloren. Alles. Alles verloren. Aber er hat gesagt, die Lektion, die ich lernen musste, ist Demut. Und ich glaube, das ist das, was klingt, auch in das, es klingt in Palmsonntag. Demut. Nicht einfach ein bisschen Asche auf den Kopf streuen und einen Muttrümmel machen, sondern eine Haltung von der Demut. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich auch gerne wieder herausgefordert bin. Ja, ich will auch gerne etwas machen, das relevant ist, das nachhaltig ist, wo man vielleicht später einmal sieht, ja, das ist, weil er das hat ins Leben gerufen. Aber das ist die Lektion, die ich immer wieder lernen muss, die Demut. Und das war die erste Lektion und ich habe den Mann getroffen und ich habe mit ihm geredet. Und es ist wirklich extrem eine demütige Sache. Und er hat wie zuerst gemerkt, wie Gott in sein Handeln, in seine Tätigkeit wirken will. Und nachher ist vor allem über Jesaja 58 zu ihm etwas aufs Herz gelegt worden. Dort heisst, du sollst ein bewässerter Garten sein. Und wir nehmen gerne so die Bibelstellen raus. Du sollst ein bewässerter Garten sein. Wunderbar. Aber es heisst dort, das ist wahres Fasten, wenn ihr das Joch von der Unterdrückung, von der Armut, von den Leuten, von den Mitmenschen fortnehmt. Das ist wahres Fasten. Und ich glaube, eben, wir wollen gerne die schönen Sachen, aber manchmal überlesen wir auch das andere. Das ganze Kapitel Jesaja 58 hat zum Brian geredet und er hat da ein kleines Büchlein auch geschrieben, erst jetzt gerade kürzlich. Und er hat gesehen, das ist ganz klar Aufgabe der Gemeinde, so wie er das sieht, dass sie einen Plan entwickeln gegen die Armut der Mitmenschen. Es ist Auftrag der Gemeinde, einen Plan zu entwickeln gegen die Armut der Mitmenschen. Und da ist mir ein Buch in den Sinn gekommen von William Booth, das er mal geschrieben hat, im 19. Jahrhundert, In the Darkest England and the Way Out. Der William Booth, der Gründer der Heilsarmee, hat sich auch ganz klar überlegt, wie kann ich die Leute aus der Armut herausbringen. Und ich denke, das ist manchmal das, was vielleicht bei uns fehlt. Eben, man will gerne Almosen geben. Ja, man hat doch etwas Gutes da. Johannes und der Petrus waren beim lahmen Mann und sie haben gesagt, Gold und Silber habe ich nicht, aber im Namen Jesus Christus stang auf und gang. Das ist etwas verändern.
Und so komme ich zurück zur Bergpredigt und wir haben dort gesehen, die dabei waren, und sonst dahinter hat es Notizen und es ist online verfügbar. Das Bild, das vorher war, tut eure guten Taten nicht unter einen Schemel stellen. Und ich habe dort so gesehen, das ist das Bild von dem Leuchtfeuer, das angezündet wird zum neuen Monat. Das fängt etwas Neues an. Also durch unsere Taten auf Jesus hinweisen, nicht für uns selber schön und gross machen, sondern auf Jesus hinweisen und der Mensch jetzt sagen, es fängt etwas Neues an. Etwas Neues fängt an. Und hier greift Jesus das jetzt wieder auf. Also das ist im Hinterkopf, versteht das? Die Taten, das soll wie eine Stadt auf dem Berg oben sein. Es soll auf Gott hinweisen. Aber jetzt sagt er, aber es ist nicht so, dass das Gesetz jetzt ungültig wird. Es ist nicht so, dass das aufgehoben wird, sondern es soll erfüllt werden. Wie ist das Gesetz zum Volk gekommen? Und ich durfte das am Donnerstag schon sagen. Das lesen wir im 2. Buch Mose. Wie ist das Gesetz zum Volk gekommen? Da ist ja so richtig etwas abgegangen. Das hat krisastet und geklebt und geleuchtet und blitzet. Und Gott hat zum Volk geredet. Das Volk Israel, das aus Ägypten ist rausgeführt worden in die Freiheit. Und besinnen wir uns daran, was der Mose am Pharao hat gesehen, warum er das Volk ziehen soll. Ja, nicht, dass es ihnen besser geht, nicht, dass sie schöne Leben haben in der Wüste, dass sie anbeten können. Das war der Grund, was der Mose am Pharao hat gesehen. Lass mein Volk ziehen, damit wir als Volk in der Wüste anbeten können. Und dann kommt Gott und begegnet dem Volk. Und das ist mir etwas, was mir auch ganz neu bewusst ist worden. Wir sollen ein Volk sein von Priestern. Wir sollen ein Volk sein von Priestern, jedes von uns. Das ist die Berufung, die Gott an das Volk Israel hatte. Und dann ruft er sie raus und durch das Rote Meer, all das Zeug und so. Und dann kommen sie an den Heiligen Berg und jetzt können sie das Gesetz erleben. Hey, das ist doch so cool. Jede Sekte, jede Weltreligion sagt, wir haben von Gott etwas bekommen, es ist vom Himmel oben runtergefallen. Also das ist nicht die Bibel natürlich. Aber es ist vom Himmel oben runtergefallen. Wir haben eine direkte Offenbarung gehabt. Darum bin ich die richtige Quelle. Und das Volk sagt nicht, hey, ist so cool, jetzt komme ich die Angebot direkt von Gott. Gott sendet sein Gesetz zum Volk. Und sie haben nicht getanzt, sie haben nicht gejubelt. Sie haben gesagt, das wird mir ein bisschen zu heiß. Mose, kannst du nicht besser gut auf den Berg hochgehen und Gott begegnen? Und wir werden hören, was er zu sagen hat. Und das ist doch das, was wir so manchmal genau gleich machen. Ja, das ist doch gut. Christian, das ist doch gut. Das soll bitte auf Gott hören und an uns am Sonntag eine gute Predigt haben. Das mache ich gerne, aber es ist nicht der Kern. Jedes von uns ist aufgerufen. Dort am Berg Sinai ist etwas Neues aufgegangen. Ohne neue Zeit ist aufgegangen. Vorher ist Gott einmal am Abraham erschienen, am Isaac, am Jakob. Sie haben mal eine Gottesbegegnung gehabt. Mal ist Gott sogar in Form von 3 Besuchern beim Abraham zu Mittag essen und so. Und dann mussten sie sich an dem festhalten. An diesen Begegnungen, die sie hatten. Oder wo Gott auch etwas direkt in ihr Herz hat geredet. Aber hier fängt eine neue Zeit an. Das Volk bekommt das Gesetz. Das Volk soll sehen, wie es wäre, als Volk von Priestern zu leben. Der Maßstab für ein gottgefälliges Leben haben sie bekommen. Eben, ja, lass lieber Mose, geh lieber auf den Berg. Geh du hören, was Gott dir zu sagen hat. Und so ist es gekommen.
Schon gerade im gleichen Moment haben sie ein goldiges Kalb gemacht. Und wir haben lieber einen Gott, den man gerne in eine Kiste verräumen kann am Abend. Und man dann wieder tun kann, oder? Ein Gott, den wir anlängen können, den wir sehen. Nicht ein Gott, der da so schrecklich uns begegnet. Gott hat dem Volk begegnen, aber das Volk, lieber nicht. Es scheitert immer wieder an diesem Gesetz. Und es gibt immer wieder aber auch neue Aufbrüche. Immer wieder sagt es, komm, jetzt wollen wir wieder das Gesetz, jetzt wollen wir wieder auf das Gesetz schauen, jetzt wollen wir wieder das Gesetz uns vorhaben, jetzt wollen wir wieder das Gesetz lehren, dass es vorgelesen wird. Und so hat es ganz besonders nach dem Exil hat es Bestrebungen gegeben und gesagt, wir wollen nie mehr auf Babylon. Wir wollen nie mehr auf Babylon. Also komm, jetzt suchen wir da Leute aussuchen, Schriftgelehrte, Pharisäer, die das ganz genau studieren und die dann auch überlegen, was könnte man denn noch machen, noch ein Zündchen mehr und noch ein Zündchen mehr, dass das Gesetz nicht wieder gebrochen wird und wieder so etwas Schlimmes passiert. Und so haben sie am Psalmsonntag auch gesagt, sag doch deinen Jüngern, sie sollen schweigen. Wo Jesus mit dem Esel auf Jerusalem ist einmarschiert. Eigentlich hätten sie sehen, dass jetzt der Messias kommt. Aber sie haben es nicht festgestellt. Sie haben es nicht erkannt, weil sie so grosse Zäune um das Gesetz herum gemacht haben. Und sie haben gesagt, schau, wir tun uns aussondern. Lieber gar nicht mehr. Lieber nicht durch Samaria durchlaufen, dass man noch unrein werden könnte. Lieber uns da rausnehmen, dass wir ja nicht unrein werden. Jesus erfüllt das Gesetz. Jesus kommt und er sagt, jetzt fängt etwas Neues an. Das Gesetz wird nicht ungültig. Und ja, immer wieder haben die Pharisäer, die Schriftgelehrten auf Jesus gedeutet und gesagt, ja, aber wieso tun deine Jünger da am Sabbat so und warum tust du heilen am Sabbat und warum machst du das? Ja, Jesus hat immer wieder die jüdische Tradition überschritten, weil er hat gewusst, was der Kern vom Gesetz ist. Er hat gewusst, um was es beim Gesetz geht. Lieb Gott, die Herr, von ganzem Herz, mit all dem, was du bist, mit deinem ganzen Verstand. Und die Nächste wie dich selber. Wir lesen ja das im Neuen Testament. Und jetzt redet Jesus da auf dem Berg zu den Leuten, vor allem zu den Jüngern, aber auch zu den Leuten, die hören. Und vielleicht hat es dort auch Pharisäer gehabt und die dachten, ja super, ja genau, nicht auflösen. Lieber noch einen Zaun drumherum machen. Jetzt hat es den Jesus endlich gecheckt. Ja, nicht einmal das kleinste Töpfchen vom Gesetz soll aufgelöst werden. Aber eben die Provokation, wo Jesus immer wieder gerade in unsere Wunden den Finger legt und sagt, ich will dich noch mehr zu mir herziehen. Das kommt auch gerade. Wenn ihr nicht besser seid, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, weder die von den Schriftgelehrten und den Pharisäern, dann werdet ihr nicht ins Himmelreich hineinkommen. Ihr werdet nicht ins Himmelreich hineinkommen. Also Jesus tut wie das Gesetz noch verschärfen und wir werden es nachher in den folgenden Texten sehen. Es sind ein paar Gesetze, die Jesus da aufgreift und er sieht, der Alten ist gesehen worden, aber ich sage euch jetzt das, nicht etwas anderes, sondern das. Also er tut es präzisieren und er tut wie auch provozieren. Leistung kann man messen. Wenn wir ein Ziel haben, auf den Berg hoch zu gehen, auf Reis. Gestern ist er mit meinem Sohn und der Rosina, sie sind zusammen auf der Ammerterspitze und der Elia hat gestrahlt. Ist hingekommen, hat gestrahlt. Ich habe es geschafft. Einen roten Kopf gehabt. Sonne verbrannt.
aber ich habe es geschafft. Leistung, die kannst du messen. Die kannst du messen. Ja, hast du es geschafft. Aber das Herz, das wird immer wieder schwierig. Liebe ist eine Frage vom Herz. Und ja, ich kann Ring sagen, es hat so im Mittelalter Mönche gegeben, die haben sich einmauern lassen. Dass sie ja nicht etwas Falsches machen können. Dass sie ja mit Gott verbunden bleiben. Und dann hat man einfach das Essen gegeben. Oder sie sind in der Wüste in eine Hölle und dann hat man mit dem Seeli das Essen zu ihnen nachgelassen. Das waren heilige Männer, weil die ja nichts falsch gemacht. Aber sie haben in dem Sinn etwas falsch gemacht. Der Kern, sie haben die Liebe nicht gelebt. Sie haben sich von den Mitmenschen entzogen. Und vielleicht ist das auch eine Frage. Das ist schön in diesem Tal innen. Es gibt Sicherheit. Wir haben die schönen Berge um uns herum. Aber immer wieder zu überlegen, bin ich wirklich da, weil Gott mich daher gerufen hat? Oder vielleicht eben, weil es Sicherheit gibt, weil ich weiß, wo ich bin? Das ist vielleicht eine ketzerische Frage. Wer keine Berührung, keine Konfrontation mit Menschen hat, kann leicht sagen, dass er alle Menschen liebt. Ob wir jemanden lieben, das wissen wir erst, wenn wir eine Begegnung mit diesen Menschen haben. Für das wir unsere Motivation spüren können, für das wir sehen können, ob wir wirklich das Gesetz leben wollen, müssen wir immer wieder auch unsere Komfortzone verlassen. Im echten Leben, echten Mitmenschen begegnen. Jesus hat das gemacht. Jesus hat das gemacht. Er ist aus dem Himmel auf die Erde angekommen, für uns zu begegnen, damit wir die Liebe erleben können. Damit wir die Liebe erfahren können. Und darum ist es ganz klar, der Alfred Pohl hat in seinem Kommentar geschrieben, das Gesetz, das ist wie ein leeres Gefäß und es bleibt leer, wenn es nicht mit Jesus gefüllt wird. Also all unser Gutmachen, all unsere hohen Standards, all unsere Maßstäbe, die wir danach leben, die bleiben leer, wenn sie nicht Jesus füllt. Und ich in Liebe Jesus nachstreben. Nur in der Nachfolge mit Jesus, nur in der Nachfolge zu Jesus, kann das Gesetz gelingen. Und so sind wir eingeladen, heute Morgen unser Herz zu prüfen. Das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Jedes von uns muss sein Herz selber prüfen. Jedes von uns muss seine Motivation selber prüfen. Und es gibt jemanden, der das noch kann, extern. Und das ist Gott. Auch er kann beurteilen, wie es in deinem Herz aussieht. Und so sind wir eingeladen, einen Moment der Stille, zu Gott zu fragen, wie sieht mein Herz aus? Wie beurteilst du mein am Gesetz nachfolgen? Wir sind still. Ja, lieber Heiland, ich danke dir, dass du in den letzten Wochen immer wieder mit dem Thema Liebe bist gekommen. Dass wir das jetzt auf vielfältige Weise hören dürfen. Und ich glaube, es ist ein zentrales Thema. Und ja, Vater, du siehst, wir wollen es gut machen.
Wir sind Kinder, die am Vater gefallen. Wir wollen es gut machen. Aber du siehst, wie wir immer wieder auf die Nase fallen, wie wir immer wieder stockeln, wie wir immer wieder Fehler machen, wie wir immer wieder unseren eigenen Maßstäben nicht entsprechen können. Und Vater, es ist so gut, dass du in Jesus Christus auf die Erde bist gekommen, dass du uns vorangegangen bist und dass du uns auch gezeigt hast, wie das Gesetz zu verstehen ist. Das Gesetz ist ein Ausdruck von der Liebe. Der Ausdruck von der Liebe zu dir und zu den Mitmenschen. Und ja, du willst die Welt verändern. Du willst die Welt erlösen. Du willst Menschen wieder auf festen Grund stellen, die nicht mehr unter den Füßen sind. Und dazu willst du uns brauchen, Vater. Und du siehst auch darin, wie wir immer wieder stoggeln, wie wir immer wieder versagen, wie wir immer wieder still sind, wenn wir etwas sagen oder machen. Aber Vater, ich danke dir, dass du unser Herz siehst. Ja, wie es der Petrus hat gesagt, du weißt, dass ich dich gerne habe. Du weißt, dass ich dich gerne habe. So können wir auch heute Morgen zu dir kommen und sagen, ja, du weißt, wie es in unserem Herz innen aussieht. Und du unser Herz reinigen, du es zu dir herziehen. Und ja, Vater, ich glaube, wenn wir jedes heute Morgen da einen ganz neuen Schritt auf dich zu machen, wenn du neu unser Herz kannst bewegen, ich glaube, da passiert etwas, Vater. Und ich werde staunen über das, was du tust, hier mit dieser Gemeinschaft, Vater. Ich lobe und preise dich dafür. Amen.